Das Geheimnis der Mega-Entwicklung will gelöst werden. Hier zurück bei Legend of Zelda. Nicht Legend of Zelda. Nein, Pokémon Legend NCA. Entschuldigung. Ja, ich habe zu lange Tears of the Kingdom gespielt. Das war wirklich zu lange her. Übrigens, ne, die Geheimnisse der Mega-Entwicklung heißt die Quest ja. Naja, eigentlich haben wir das schon hinter uns. Aber egal. Mal gucken, ich bin hier gerade auf dem Dach unterwegs und sehen einen Grund. Will ich mal gucken, was es alles hier gibt. Allzu viel jetzt nicht, ne? Sieht so leer aus, wenn später noch irgendwelche Pokémon hier spawnen oder so. Dann seht ihr noch einen Tatiri, da hinten auch. Ich höre nichts schimmern, also wird hier nirgendwo ein Shiny sein. Knuffinzer. Hm. Ist ein Webrak da hinten. Ja, Houston with a problem. I don't know what I'm doing. Leider nur zwei normale Datiris, ne? Knospi? Ah, Purmels. Und die Vivillons, die wir in diesem Spiel haben, sind immer dieselben, ne? Ach, hier schon mal. Und Rotomurf. Lange nicht mehr gesehen, ey. Können wir die auch fangen? Das wäre natürlich geil. Schon lange nicht mehr gesehen, ey. Aber ich glaube, bei Kamers in Purpur, so einem DLC, gab es die auch. Ah ja, Kamers in Purpur, ne? War ja auch so eine Spielserie, wo man gesagt habe, hey, lass ja uns einmal zocken. Ja, da irgendwie... Ah, da hat schon, jetzt kommt ein Sound wegen dem Shiny und ich verlierst wieder. Ja genau, Purpur, also Violet wollte ich auch mal noch spielen. Gerade auch aus dem Grund, weil es da momentan diese Aktion irgendwie gibt, wegen, was hast du wieder? Shiny Meloetta, ne? Aber ich glaube, das wird erst nächstes Jahr. Wenn man dazu überwinden könnte, sag ich jetzt mal so. Das Spiel nochmal zu spielen. Wieder zu spielen. Also, Kamen sind aber durchgespielt. Fast. Das Finale bei Dingfilm noch. Im zweiten DLC. Aber ist ja egal. So. Ist bald Nacht, ne? Hat er schon gesagt. Dann gucken. Wir sind hier in der Nähe. Nee, ich gehe mal kurz hier hin, weil ist doch hier in deine Mission gewesen. Nicht die hier. Das auch nicht. Nee, das auch nicht. Sondern das Magnolias bitte. Würde im Pokémon-Labor Magnolias Anliegen an. Wenn ich eh schon in der Nähe bin, kann ich ganz kurz vorbeigehen und mir das anschauen, was sie denn zu sagen hat. So ein Wert. Jo. Sonst war noch alles wie gehabt, ne? Okay. Dann gehen wir mal zum Labor. Nichts Neues, ne? Immer noch die schwere Pokebälle. Auch nichts, okay. Gehen wir zur Leitung. Was macht ihr denn hier? Bisasam, Glumanda und Chiki. Oh, wie gut die hier aussehen, Junge. Wie breit auf Bisasams Face ist, aber sie ist so. Ah ja, stimmt, das war ja bei Pokémon XY damals ja auch so. Dass wir in Lumina City, damals mit einem anderen Professor halt, können wir uns einen der Kanto-Starter aussuchen, bekamen noch des Megastein dazu. Oder kurz darauf, als wir die Mega-Entwicklung dann drauf hatten. Sag bloß, ihr könnt uns wieder aussuchen. Wo ist sie? Da. Nö, ich will gerade alle drei. Dankeschön.
Danke, dass du gekommen bist. Kannst du denken, warum ich dich hergebeten habe? Ich habe eine Befürchtung. Ich sage, das ist eine Befürchtung, weil ich mich nicht entscheiden kann. Langweilige Antwort, ja. Shut up, Mr. Watson. Okay, tief einatmen, tief ausmachen, deine schnippische Antwort kann ignorieren. Also, der Vorgänger hat mir eine Aufgabe anvertraut. Es hieß, wenn ich einem interessanten Trainer begegne, soll ich ihm ein Pokémon überlassen. Such dir eins aus. Nein, wieso nur ein? Ich will alle 3 haben. Ja, man kann sich alle 3 fangen, aber... Oh, Scheiße. Alle 3 sind so super und... Ich hätte gerne ein Pokémon Gelb Remake in dem Style. Wie Legenden CA, das wäre doch geil, ne? Pokémon... Ja gut, Gelb stimmt eigentlich so nicht ganz, ne? Wir haben Pikachu die Auswahl. Also gut, Rot-Blau, von mir aus Grün-Rot, wie auch immer, im Legenden CA-Style, aber angewendet auf ganz Kanto. Das wäre mal geil. Das ist Pflanzen-Pokémon Bisasam. Also Bisasam haben. Ich überlege noch. Oh, das ist fies. Das ist so fies. Das ist das Feuer-Pokémon Glumanda. Oh, dabei ist doch Glurak mein Lieblings-Pokémon. Ja, ich weiß, es wird langweilig, aber ich bin noch aus der Generation 1. Ne? Also, damals Rot und Blau bei uns erschien, war ich 8 Jahre alt. 8, 9. Also, bin halt damit aufgewachsen. Das Wasser-Pokémon Shiggy. Ich soll Shiggy haben. Fuck, wie entscheide ich mich jetzt für die Story? Mann, immer der falsche Knopf. Also wie bereits erwähnt, also ja, genau, logisch vorgehen und so. Wie bereits erwähnt, Glumanda, Glurak und so ist mein Lieblings-Pokémon. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal Glumanda und so genommen. Ja, das ist mein letztes Pokémon-Spiele. Arceus gab es die nicht. Zuvor, sag jetzt mal so Pokémon Omega Rubin, Alpha Saphir, ne, da waren wir in Höhen unterwegs. Die Dinger gab es dann später, die Starter. Ja, hatten wir sonst noch so Sonne, Mond, da kann man nicht dazu zählen. Pokémon Gelb, ja. Stimmt, ne? So gesehen habe ich hier eigentlich nie. War schon sehr, sehr lange nicht mehr hier auf YouTube mit denen dran gespielt, ne? Also wäre das gar kein Gegenargument oder so. Scheiße. Also Bisasam kann ich eigentlich ausschließen, weil ich habe Indivir als Starter genommen. Deswegen Pflanzenpokémon im Team macht eigentlich jetzt momentan keinen Sinn. Später natürlich schon, aber die kann man sich wieder fangen irgendwie. Ähnlich wie damals auch bei Legenden Arceus mit schieß mich tot mit den... Warte mal. Die Sinnoh-Starter konnten wir relativ früh auch fangen. Sia mit den... Die Kalos-Starter bekamen wir auch relativ früh, ne? Ja gut, die kriegen wir sonst auch wieder, also gar kein Problem. Ja, also Bisasam scheint eigentlich schon mal aus. Also die Wahl ist eigentlich zwischen Glumanda und Shiggy. Wenn ich jetzt sage, dass ich eigentlich Froxy später ins Team nehmen möchte, wäre Glumanda die richtige Kombination. Hätten wir Meganie, Glurak und Quatschutsu. Aber will ich Froxy quasi im Vorzug geben, dann bilde ich mir halt irgendwie nochmal so ein Chaos-Team mit allen 3 Startern drin. Und fürs aktuelle Team... Ja, scheiße, ne? Also wenn ich jetzt logisch vorgehe... Ich habe mich für ein Divi entschieden, weil es auch mein erstes Pokémon in der Johto-Region damals war, ne? Also bei... schieß mal tot bei Silber. Pokémon Silber damals habe ich ein Divi genommen als Starter. War mein erstes, eben, 2. Generationsspiel. Mein erstes Spiel überhaupt war Pokémon Blau und ich habe Shiggy genommen. Warum? Weil an dem Tag, an dem die Spiele released wurden, bei uns bin ich mit meiner Mutter dahin gefahren, zum ersten Discounter halt, und die hatten kein Pokémon Rot mehr, obwohl ich unbedingt da Rot wollte, wegen Glurak halt auf dem Cover und so, logisch. Es sind nur noch 2 oder 3 Exemplare von Pokémon Blau. Dann habe ich halt Blau genommen. Und deswegen natürlich auch Shiggy. Also war Shiggy mein allererstes Pokémon überhaupt. Scheiße. Ich muss Shiggy nehmen. Ja, nimm Shiggy. Oh Mann, das tut mir leid. Magnolias, bitte. Shiggy, welcome to the team.
Nummer 154, Junge, den hohen Pokédex-Eintrag. Ah. Ich hab Shigi genommen, warum? Ja, gleich haben wir noch Hunus im Team und so, also macht alles andere sowieso keinen Sinn. Aber trotzdem. Fünf erst, Junge. Muss ein bisschen trainiert werden, ne? Hunus entwickelt sich sowieso bald, habe ich in Erinnerung. Lorblatt, Vati und vielleicht auch erstmal mein Team heilen, ne? Wäre mal eine Variante. Shigi. Ja, ich meine natürlich auch von den Mega-Entwicklungen her und so, ja, Bisa, Flor, Glurak und Turtok alle cool. Mittlerweile lernen sie auch alle coole Attacken, ne? Ich meine, Glurak kann natürlich auch Feuer, Flug- und Drachenattacken. Shigi bzw. Turtok lernt Wasser, Eis und sogar Stahlattacken. Für mich ist mehr Coverage, also auch das ist cool. Hier, Shigi. Okay, das heißt hier Shilok und Turtok. 148 hätten wir also dieser Samen, ne? Okay, kann man so machen. So, wo will ich überhaupt hin, so generell, ne? Wir haben noch 2 Sidequests zum Abholen. Eigentlich muss ich auch dahin, da haben wir sowieso eine Sidequest. Da geht auch. Dann gehen wir mal hier hin zum Heilen und dann hier rüber, ne? Wildsektor kann man ja mal hingehen. Vielleicht sogar nachts über, ne? Wird ja sowieso bald Nacht. Ach, die Schwester Joy schon wieder. Einkaufen bitte, also irgendwie was Neues, was Cooles? Nö. Denselben alten Schrott wie immer. Trotzdem noch ein paar Pokébälle mit. Geld haben wir eh mehr als genug. Verkaufen. Lohnt sich überhaupt was hier uns zu verkaufen? Ich meine, klar, wir haben coole Schätze. Mini-Pilze. 77 Stück. Ja, leck mich am Arsch. Oder leg mir am Schöpel, um es auf gut Schwaderdeutsch zu sagen. Die Prachtvieh, Alter, ist mal gar nicht übertrieben. Was will ich mit so viel Geld machen? Junge. Also, ja, genau. Und die eine Sidequest, gehen wir mal dahin schnell. Obwohl, bis dahin, ich wollte mal gucken. So, warte noch 3 Level, bis sich entwickeln würde, ne? Aus jedem Grund lernen sie irgendwie immer noch keine bessere Attacke als Donnerschock. Das ist irgendwie auch ein bisschen doof. Nee, wisst ihr was? Ich mach's mal anders, komm. Ich nehme mal, warte kurz, raus aus dem Team. Das ist gut trainiert schon. Pumptam, da die sind auch schon relativ hoch. Ich nehme mal Schick ins Team, tatsächlich. Shigi, unser Freund. Shigi, ich wähle dich mit dem Superball. Ja, sieht mega cool aus. Nichts. Shigi. Dann gut noch ganz kurz bei Shigi. Was denn so hat der gute Shigi? Lernen kann er viel. Icy. Ja, gut, physisch. Wobei. Warum nicht, ne? Aquavelle sicher mal. Das kann er gut gebrauchen. Der kann sogar Lebensschuss lernen, krass. Und bei Shigi finde ich wichtig ein Schutzschild. Natürlich auch bei Turtok.
Attacke neu anordnen. Moment, hier. Demschuss, Icy Packerwelle. Ich finde von Level 5 Pokémon gar nicht mal so übel. Shiggy. Oh, wie er so watschelt und eine kleine Schildkröte. Das ist ein Nagelotz da oben. Was machen das da? Oh, komm gar nicht hin. Okay, vergiss es. Wieder kämpfen? Ich meine, der Jiggy ist noch ein bisschen zu schwach dafür. Aber... Was? In der Runde fangen mit der... Jetzt kommt das nächste coole Pokémon zu mir. Ich will jetzt ein Riolo tauschen. Was sind wir denn hier? Aber wie viel Abras aber überhaupt? 1, 2? Nur 1. Warum muss das Leben so ungerecht sein? Ja, lass uns tauschen, komm. Alles Gute, Abra. Ja, see you later, Alligator und so, ne? Tschüssikowski. Kann ja sonst gar keine wilden Riolus fangen oder so? Was? Riolius? Rioluis. Was? Rioluis? Alter, der Name allein wäre schon ein Grund, das Vieh gar nicht einzusetzen. Tja, Pech gehabt, wa? Eine Runde fangen mit Abra. Ja, so schnell kann es gehen, Freunde. Hallo Riolu, na was geht? Oh, 25 schon mal ein bisschen stärker. Das ist ja nicht so ein Spezial-Riolu mit Aurasphäre, ne? Okay, weil das gab es auch schon. Er hat schon Patronenhieb drauf, okay. Ist noch gar kein Stahl-Pokémon, aber gut. Der kann nicht Durchbrucher lernen. Aber die Themen gar nicht, egal. Dafür Donnerschlag, Eishieb. Ja, kann man mitarbeiten, denke jetzt mal. Ja, klar, das ist niedrige Aufladezeit, aber... Da kann ich auch Ruckzuck-Hieb nehmen, als eins von beiden. Beide brauche ich gar nicht. Wenn ich aktuell warte, wenn ich ein Team habe, könnte man das eigentlich so machen. Bei Riolo ist halt so das Thema wegen der Zuneigung, ne? Da müssen wir halt irgendwie gucken, wie man die hier ein bisschen besser trainieren kann, ne? Wird sicher irgendwelche Möglichkeiten geben, sag jetzt mal, ne? Um die Zuneigung zu seinen Pokémon zu erhöhen. Ich weiß gar nicht welche, aber es wird schon welche geben. So. Sehr schön. Wird eh bald Nacht. Dann... Das war die Side-Quest. Wenn wir da sowieso dahin müssen. Ich würde sagen... Doch, ich gönne mir Wildsektor 7, komm. Ich hab Bock auf neue Pokémon. Weil gerne neue haben, ne? Jetzt mal auch gucken, was ich eigentlich so ein Team her habe, ne? Weil das die beste Kombi ist mit allem zusammen. Heißt doch, er hat ausgeglichen ist, ne?
So schnell kann es gehen. Schicke levelt auch gut. Sehr schön, sehr schön. Gelatine-Ding gibt es irgendwie 3-mal, ne? Also 3-mal, hat halt 2 weitere Entwicklungen. Okay. Naja, vielleicht haben wir schon. Brauchst du die Form? So, die Hippo-Dinger, von denen sind gerade 2. Das ist nicht dein Ernst. Oh, da war. Was ist jetzt los? Ah, Nacht, ne? Da war gerade ein Elite-Datiri. Hübscher Geist. Schuppe, Schuppe. Ja, der hat Schuppen. Oh je. So, Fluett. Ich habe noch gar kein Fluett. Also Miranda gibt es nur tagsüber hier, ne? Ne, da vorne ist eins. Oh, ich habe der gleiche Mist. Die Hippos sind plötzlich weg, ne? Okay, tauchen nur tagsüber hier auf. Interessant. Das klingt nach einem üblen Viech. Da ist es. 32er Datignisee. Mit Kehrtwende. So was ist ein Special Move, ne? Nee, schicke es jetzt da nicht ein. Also jetzt hingegen Feuer-Flug-Pokémon ein. Ju ist nicht am Problem. Junge, machen gar keinen Damage. Das wäre Mega Absolut auch ganz praktisch. Also scheiß Wirbelwind geht mir auf den Sack. Ich habe mich gewundert, dass es wie gar keine Feuerattacke drauf. Ich habe mich geirrt. Es hat dann eine Feuerattacke drauf. War so ein bisschen schläfrig. Du bist mir ein bisschen zu stark, Kumpel. Ob es was bringt. Ja, gefangen, Gott sei Dank. Was willst du jetzt hier eigentlich? Puh. Oh, Schick Level 16 können sich entwickeln, jetzt schon. Erstmal raus hier. Junge, das Elite-Vieh haben ja platt gemacht, hey.
Hohen Spezialangriff. Ob das gut ist bei der Entwicklungsreihe? Fragloch. Level 32, alter Schwede. Wie war eigentlich schon die Entwicklung von dem Viech? War 34, ne, glaube ich. Ja, okay. Elite-Pokémon lassen grüßen. Ja, Shigi, ich weiß, du kannst entwickeln. Ich frage nur, ob er das schon will. Na, schnell hier hin. Schnell die Pokémon heilen. Damit tust du mir einen Gefallen. Du. Das war mal was. Ah ja, Blattwerk. Ansonsten so. Blutstrahl gegen die Aquavelle wäre auch eine Idee. Bis, so, physisch ja momentan vielleicht schon. Wir entwickeln einfach mal Shiki, ne? Und wir haben einen Shillock! Yes, man. Gutes Vieh. Gut, Shiki auch, ne? Einen buschigen Schwanz. Ist sowieso ein Witz, ne? Weil dieser buschige Schwanz verschwindet nachher bei Turtok auch wieder. Also was das soll. So, gucken wir nochmal ganz kurz, was wir hier so alles haben. Rosil habe ich doch schon. Hundus, da kannst du bitte mal um das Vieh kümmern. Die Dinge hier bringen alles nichts, ne? Müssen schon Feuer oder halt Windattacken sein. Der Junge ist also auf Krawall gebürstet. Okay, dann die Dinger hier noch. Hundus Level 24. Was ist so, dass Hundus sich jetzt auch schon entwickelt? Zauberschein. Geiler Move. Also ich muss sagen, Wildsektor 7 ist immer klein. Junge. Da, Hundus kannst du entwickeln. Yeah. Na dann. Zeit für einen Dämon. Was für ein Dämon? Ein Hunddämon. Wuff. 24 Spezialangriff, kann es auch sehen lassen. Hab ja einmal zum Beispiel Vergleich. Warte mal. 64. Ein Grammokel ist ein Angriff von 55. Ne, das ist noch nicht entwickelt. Lore vielleicht auch noch eine Entwicklung, ist schon weiter. Also, ja, kannst du da fragen, ob das wirklich so sinnvoll auch ist. Dann, der Spezialangriff natürlich höher, logisch. Stammpauke. Statt Biss macht in der Hinsicht Sinn. Die Moves kommen alle noch. Ränkeschmied. Ja, doch. Donnerzahn, ja. Feuerzahn und Donnerzahn, ne? Bei Flugpokémon vielleicht. Jetzt mein Ränkeschmied nicht mehr viel, ne? Okay, hätten wir auch mal einen Hunddämon noch im Team. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ne? Ich meine, das hat natürlich auch eine coole Mega-Entwicklung, das schon.
Ein bisschen Power hat sie auch. Waren vergessen. So. Lang bis zum Tagesanbruch. Das ist gar nicht mal so übel tatsächlich. Verfügbar Feuerschlag. Oh, neue Forschung. Aber ich glaube, in unseren aktuellen Pokémon kann sowieso keiner lernen, ne? Kiel mit dem Feuerschlag. Ja, wenn es männlich wäre und ich so ein Ding entwickeln würde, zu Galaglatri, dann wäre es wieder was anderes, ne? Aber so. So, das letzte Vieh für dieses Hippo-Viech muss halt warten, bis er Tag ist, weil nachts spawnt es nicht. Das heißt, wir haben doch mal hier auf dem Weg. Hm. 32 Minuten, ey, das geht immer so fix. Aber ja, wir haben auch schon so viel geschafft, ne, kann man so sagen. Dann haben wir da viele potenziell neue Team-Pokémon. Aber wobei, wie gesagt, ne, da war mit Hundemann. Was zwar eigentlich ein cooles Viech ist, aber ob es ja, ein Team bleiben wird, fraglich tatsächlich. Kaffeespielstunde, okay. Was ist hier los? Alle Unatytox sind offenbar gefallen an Essensresten unseres Cafés gefunden und versammeln sich hier regelmäßig. Tox. Das Genussbedürftige vergrault uns die Kundschaft. Ja, und der Anblick erst recht. Du lockst Unatytox mit so einem Müllton in der Nähe. Wie klingt das? Naja, vielleicht eine Quest fürs nächste Mal. Ansonsten hätte ich gesagt, wir machen uns langsam sicher dann auf dem Weg zur nächsten Hauptmission. Und ja, by the way, vielleicht wieder ein paar Pokémon fangen. Oder die aktuell noch ein bisschen trainieren, entwickeln. Ne? Ich denke da vielleicht gerade auch ein bisschen. Der Hundemann ist gerade erst, Schillag eigentlich auch. Ja, ein paar der anderen wieder mit ins Team nehmen. Ne? Ich denke zum Beispiel gerade auch an Martinet. Da wird eher wieder ein Pampam. Datignis. Das hat 2 Feuer-Pokémon im Team, ne? Pampam wird es eigentlich mehr lohnen, ne? Oder Sinn machen vor allem. Ja, wir gucken mal, ne? In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen.